Gesamtführenden. Bergmeister vorn, das ist eigentlich 20 Meter, relativ viel. Jetzt die Frage, kann Mies sich jetzt ransaugen? Jetzt kommt die entscheidende Phase des Rennens. Jetzt die Frage, kann er sich ransaugen und dann auch noch daneben gehen? Er ist näher, er kommt näher, geht daneben. Bergmeister macht links zu, geht jetzt durch die Antoniusbuche nebeneinander. In der letzten Runde hier. Mein lieber Schwan, hat der Mies Eier. Wahnsinn. Antoniusbuche außen vorbei, fast ins Gras gekommen. Nochmal der Konter von Bergmeister, haut nicht hin. Also mein lieber Schwan, Christopher Mies, der Lars Kutsch ist am Klatschen hier. Wirklich, das habe ich selten gesehen. So ein Überholmanöver an der Antoniusbuche vorbei, gefühlten 280, 290 km/h, außenrum vorbeizugehen. 0,6 Sekunden Abstand. Und selbst wenn der Jörg Bergmeister jetzt vielleicht ein kleines bisschen enttäuscht ist und auch Olaf Martin, aber auch da muss man sagen, diese Aktion von Christopher Mies verdient allerhöchsten Respekt. Da kann ich nur sagen, dafür braucht man wirklich dicke Eier, um diese Aktion da so zu starten. Wiederholung kommt, hier sieht man es nochmal, Bergmeister, ja, er macht nicht zu, er lässt ihm genau den Raum, den er braucht, genau eine Breite des Fahrzeugs, kommt auf den weißen Streifen, aber nicht aufs Gas. Ja, die beiden Teamchefs, Olaf und Wolfgang, beim Dirndl. Also ich glaube, der Blutdruck beim Wolfgang, der geht jetzt gleich so langsam wieder runter. Der Kopf ist ein bisschen rot und ihr habt euch fair gratuliert. Also erstmal Glückwunsch, Wolfgang. Hättest du damit noch gerechnet? Danke. Ja, wir wussten, dass wir einen kleinen Vorteil auf der Döllinger Höhe hätten. Bedingung war allerdings am Kopf, dass der Christopher hinter mir gewesen sein musste. Und ich muss sagen, den beiden Jungs ein Riesenkompliment. Die haben für die Fans einen traumhaften Motorsport gezeigt. Und so muss Motorsport sein. War einfach grandios. Wir müssen uns verneigen vor den beiden Fahrern. Danke, Wolfgang. Olaf. Ja, genau das passiert, was du angekündigt hast. Genau das passiert, was ich angekündigt habe. Und ja, wie gesagt, war fairer Motorsport, war ein geiles Rennen. Und genau wie der Wolfgang gesagt hat, man muss beiden Fahrern wirklich gratulieren. Und ja, es sind halt Profis. Die Profis, die werden wir uns jetzt schnappen am Podium. Bis dahin.